willkommen zur Theaterstadenzeit. Willkommen im Elternhaus. Da wird sie sich freuen, die Uschi, die neue Bäuerin, wenn sie kommt. Herrgott, hab ich schön gemacht. War auch eine Sauarbeit. Oh, an mir ist ein zweiter Weinbrand verloren gegangen. Na, Weinbrand hat ja nicht geheißen. Rembrandt, ja. Willkommen im Elternhaus, na, von mir aus. Ja, herein. Da habt ihr schon so ein männliches Gestell. Ja. Grüß dich, Vinzenz. Grüß dich. Kennst mich schon, oder? Natürlich. Wer fürchtet? Ja? Wer kennt die Gockelbergerin nicht, wie sie leibt und lebt? Was führt dich zu uns rauf? Nicht voll. Ich bin nur wieder auf der Suche nach meinen Alten. Da bei uns herum? Na so, also dann setz dich nieder. Hoffentlich ist nichts passiert, ne? Na. Ich bin bloß raufgekommen, weil er gestern so ganz beiseite hat er erwähnt, dass er da zu euch raufkommen will. So? Ja. Weil er was Geschäftliches im Sinn hat. Geschäftliches? Mit euch, ja. So? Am Birkenhof möchte er sich unter den Nagel reißen. Unseren Birkenhof, warum? Ja, der steht ihm schon lang im Weg bei der Ausführung seines Planes, den er in seinem Quadratschädel wälzt. Ja. Ja, und drum bin ich jetzt vorbeigekommen, weil ich ja der Uschi möchte ich jetzt das erzählen von dem Plan von meinen Alten. Ich möchte ihr einen Wink geben. So? Ein Wink aus verwandtschaftlichen Gründen, Du hast ein verstehst bisschen du? Pech gehabt, die Uschi, die neue Parin ist noch nicht da. Naja, dann winkst halt alles mir und ich wink's dann der Uschi weiter, wenn sie kommt, ne? Also ausgerechnet bei euch herum schwebt ihm so ein Großobjekt, so ein Ferienparadies in seinem Hirnkastel. Schön. Ja, wenn er das, ja. Das wird er dann der Uschi schon sagen, wenn er dabei ist, ihr den Hof abzuluxen. Ja, ich hab's gehört, also dein Alter, der soll ja ein richtiger Geizhals geworden sein, ne? Ja, das stimmt. Und die Leute, die durch ihn zu Schaden gekommen sind, die kommen dann zu mir und jammern mir was vor. Ja, und ich kann doch nichts machen, Ja, ne? weiß ich schon, ja. Und drum bin ich jetzt vorbeigekommen, dass sich die Uschi danach richten kann, Ja, ne? ich werde diese Warnung weiter winken, brauchst keine Angst haben, gell? Also weißt, mein Alter, der, wenn sich nicht mehr was in den Kopf setzt, das setzt der durch, der hört nicht auf, bis er sein Ziel erreicht hat. Ja. Mich hat er ja auch auf diese Art und Weise erobert, ne? Ja. Also wie gesagt, so ein richtiger Draufgänger und Drachentöter, gell? Was sagst du? Ich meine, er ist ja so ein richtiger Draufgänger wie unser Hund, der Köder, gell? Also, ganz ehrlich gesagt, es ist ja nicht nur um viel Geld gegangen. Na? Ja, obwohl ich ja die Tochter vom reichen Huberbauern war. Ja. Und ich glaube, also das hat ihn so richtig verliebt gemacht. So ja. meinst du, ja. Ja, und dann hat er mir halt die Unschuld geraubt, ne? Ja. So ein richtiger Zauberer, gell? Ich wollte sagen, ein richtiger Rauberer, der Mann. Ne? Mein Gott, na, wer habt ihr sie wissen können, dass der hinter jedem Weiberkittel herläuft? Ja, also ne? läufig war er schon immer, das weiß ich zum Beispiel. Ne? Ja, also, und drum muss ich ihn ganz stark an die Kandare nehmen. Das verstehst du schon, Ich ne? hab schon gehört, dass du ein strenges Regiment zu Hause führst, ja. Das muss ich Muss doch. ich, ja. Den muss ich ganz kurz an die Leine nehmen. Ja. Und das würde ich auch jedem Weibsbild empfehlen. Warum? Und ich bin auch mit der Pfarrersköchin vollkommen einig mit dir, dass alle Mannsbrüder vom Teufel abstammen. Da schau her. Ich hab gar nicht gewusst, dass unser Stammbaum so weit zurückgeht, ja. Siehst du das? Ja. Hast da wieder was Neues erfahren, Ja, gell? ja. Aber jetzt bist du mir nicht besser, jetzt Nein, muss ich nein, nicht mehr ja. wieder gehen. Ja, ist gut. Ja, da sieht man, wie man sich als Weib verratschen kann, gell? Ja. Also, vierte Gott. Vierte Gott, Und sagst der Gott, Uschi viele Grüße und sagst dir, dass ich wieder vorbeischaue. Ich werde dich ausrichten, ich werde sie ausrichten. Ja.
Du scheinst mir doch noch einer von den braveren Mannsbrüdern zu sein, Ja, also gell? ich bin sozusagen die Ausnahme der Regel, gell? Aha. Ich bin's, bleibt aber unter uns, ein Ledigskind vom Teufel. Naja, und viel kann man von dir auch nicht mehr erwarten, weißt du? Bei dir ist ja auch schon ewig lang Saisonschluss. Na, was? Hallo, Moment einmal. War das eine Beleidigung? Ha? Sie schaut gut, die alte Kogelbergerin. Ha? Naja, sehr recht. So, jetzt muss ich gleich das Plakat aushängen, damit es weiterkommt, nicht, dass die Uschi heimkommt. Ja, grüß dich, Mann. Vinzenz, Ja. weißt du, was ich hab? Jawohl, einen Vogel. Weißt du, wo ich gerade herkomme? Ja, aus dem Dorf. Richtig. Ja. Und weißt du, wen ich da getroffen hab? Die Pfarrersköchin. Auch richtig. Genau. Also, die hat mich wieder mal vor allen Mannsbildern gewarnt. So? Ja, sie hat gesagt, ich soll mir ja kein Mannsbild heim tun. Nein, nein. Wenn ich unbedingt was daheim haben möchte, dann soll ich's doch mit einem Kater probieren, hat sie Was gesagt. mit dem Kader? Ja, ein Kader war genau dasselbe wie ein Mannsbild. Am Tag ist er grantig und in der Nacht ist er nicht daheim. Die Gockelbergerin war auch gerade da, die hat auch sowas loslassen von der Pfarrersköchin. Ich möchte nur wissen, wo die Pfarrersköchin ihre Studien betreibt. Ja, vom Hören und Sagen natürlich. Aha. Was glaubst denn du, was der Pfarrersköchin alles zutragen wird? Ja. Apropos Zudrang, ich habe ein Telegramm für dich. Von wem? Ja, von wem, von wem? Vom Metzger natürlich nicht. Na? Selbstverständlich vom Briefträger. Na, hör auf. Jawohl. Das ist ja her. Er hat's mir gegeben, gell? Warum? Ja, damit ich an dich weitergebe. Weil er hat doch einen wehen Fuß. Dem hat doch der Nachbarshund in Wadel bissen. Das ist sowieso der dümmste Hund an der ganzen Gemeinde. Wieso? Wie kann man einen Postboden in seinen Haxen reinbeißen? Ein Schweins- oder Kalbshaxen hat doch mehr Geschmack. Da hast natürlich recht, das ist dein Telegramm. Der ist ja an mich gerichtet. Natürlich, aber du brauchst es nicht lesen, ich weiß genau, was drin steht. So, was denn? Ja, es steht drin, dass die Uschi unterwegs ist zu uns. Das ist ja her. Unsere neue Bayerin, das bald da ist. Na, da ist ja her. Und damit uns nicht der Schlag trifft, wenn wir das lesen, hat mir's der Postbot gesagt. Ein sehr fürsorglicher Postbote, gell? Ja. Von einem Briefgeheimnis hat der noch nie was gehört. Ha? Hä, das ist doch kein Brief, sondern ein Ja, Telegramm. das ist doch dasselbe, du Rindviech. Du, gell? Ja, natürlich. So, also die Uschi kommt. Na, da schon her. Da wird sich mein Magen aber freuen. Was soll denn das heißen? Ganz einfach, seit die alte Bäuerin gestorben ist, hast doch du das Kochen übernommen, oder? Ah, und? Seitdem ist mein Magen total übersalzen. Ja, Ich konnte wirklich nicht verstehen. Natürlich. Aber bitte, wenn die Uschi kommt, Ja. kann sie ja gerne für mich das Kochen übernehmen. oh, mein Salzbergwerk wird es dir zu danken wissen. Ja, hast du überhaupt das Zimmer hergekriegt von der neuen Bäuerin, ne? Natürlich, alles habe ich hergekriegt. Ja, du hast überall Staub gewischt, Überall Staub auch gewischt. unterm Bett. Wieso schlaft die unterm Bett? Nein, ich meine, hast Blumen am Tisch gestellt. Ja, ich hab Blumen hingestellt, jetzt bekümmere die doch nicht aber um Sachen, die Ja. ich schon mache. Erzähl mir lieber, was diese Uschi überhaupt für eine Person ist. Eine weibliche Person. Ja, das hätte man auch denken Also können. nachher. Nein, ich möchte nur wissen, ob ich mit der Uschi, gell, überhaupt zufrieden sein Du kann. mit ihr? Ja. Also umgekehrt ist ja auch gefahren, ne? Wie lange warst denn du in deinem letzten Arbeitsplatz beim Pfisterer Bauer? Hm? Ja, eigentlich war ich recht lang beim Pfisterbauer. Ja? Bis Ja. mich dann endlich die Pfisterbäuerin begnadigt hat. So? Was meinst du denn da damit? Weil mich der alte Pfisterbauer aber mit der Bayerin verwechselt hat. Ja, der muss ja glatt einen grauen Star gehabt haben. Ne? Ja? Aber ich habe ihm jedes Mal gleich ein paar draufgehauen auf seine Bratzen. Und vorher oder nachher?
Nachher, ich bin ja nicht blöd. Also, dann lass dich nicht mehr aufhalten, schau, dass du den Kichen auskommst, Ja, gell? aber eigentlich tut's mir schon richtig leid, gell, dass da am Hof kein so ein angriffslustiger Junggeselle da So, ist. na ja, also Junggeselle bin ich schon, aber angriffslustig bin ich nicht mehr. Du? Ja? Gell, du gehörst doch schon zu den Antiquitäten. Raus. Ja, bin ich schon Hast du unterwegs. nicht. Du, und vergiss nicht, du musst eine Portion mehr aufherigen, ne? Und einen Teller mehr für unsere Neubare, ne? Ja, ich mach das Also schon. nachher. Und die Hände weg vom Salzfacher. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum's dich du aber beschwerst. Nur für dich. Rein persönlich für dich nehme ich jedes Mal pro Mahlzeit 2 Hände voller Salz. Spinnst denn du? Ha? Hau ab, du schleichst dir jetzt endlich. So, jetzt hast du mich beleidigt. Jetzt nehme ich 3 Hände voller Salz. Ja, Verschwindst, ha? Aber jetzt muss ich hinaus mit dem Plakat, das ist später. Aua, hallo. Entschuldige. Sag mal. Was schau her, was für eine Ehre. Der Herr Gemeinderat Gockelberger gibt die Ehre, bei uns zu Besuch zu sein. Gell, da schaust, dass ich mich herabgelassen hab und Ja. bin zu euch raufgestiegen. Ein herzliches Guten Tag. Spar dir doch den Nehmen Schmarrn. wir es gleich wieder zurück. Sag mal lieber, ob sie schon da ist. Wer Sie? Ja, die Uschi Berghofer, die Erbin von dem Graffe da. Moment, gell, das ist immer noch unser Hof, das merkst du. Und wir sind sehr zufrieden mit ihm, gell? Ansichtssache. Ja. Oder war vielleicht mehr Alte schon wieder da? Ja, die war auch da. Die wollte die Uschi begrüßen. Ihr seid ja verwandt ein bisschen miteinander, Ja, ne? ja, schon, aber weißt, meine Alte hat halt die Angewohnheit, dass sie mit ihrem Gerechtigkeitssinn mir bei jedem Geschäft in Suppen spuckt. Aha, die spuckt halt recht gern, der Alte, gell? Ja. Aber eigentlich Kern in einer rauen Schale. An das Reihe von ihr hättest du mir jetzt nicht unbedingt erinnern müssen, gell? Du, pass auf. Ich hätte da für die Uschi ein außerordentlich günstiges geschäftliches Angebot. Ja? Man müsste mit einer geschäftlichen Sehnsucht ein bisschen unterdrücken, weil sie ist noch nicht da. Ach, schade. Kommt aber jeden Augenblick, sie hat sich bereits angemeldet. Dann ist recht. Bitte den Platz. Ja, gern. Ja, aber lang habe ich nicht Zeit. Nee. Gell? Nein, ich soll schon lang wieder woanders sein. weißt Grüß du? Gott, servus, kommt grad heim. So was auch nicht gemeint. Ich wollte mir bloß sagen, ich habe halt in der Woche sehr viel in meinem Terminkalender Habe drinstehen. ich jede Woche. Was hast denn du schon drinstehen? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber ich kann dich im Namen unseres Hauses auf ein Glas Schnaps einladen. Das wäre nicht schlecht. Du, Afra! Bring mal einen Schnaps, wir haben einen hohen Besuch. Ist ja ein neuer Hund. Nein, das ist immer noch unsere Max. Ja. So, und bist du viel unterwegs, habe ich gehört, gell? Ja, was die Geschäfte werden immer schwieriger. Du, und da geht doch meine Alte her. Diese Ratschen, diese elendige. Ja. Und. Was? Nein. Was denn, was denn? Ja gut, dich werde ich ja einweihen müssen in meinen Königsplan, Warum? denn dich betrifft's ja schließlich auch. Mich? Wieso? Raus Ja, damit? mein, du als Wirtschafter weißt doch einmal am besten, was dieses alte Grafewerk da noch wert ist. Und du sollst auch wissen, dass ich in meiner Großzügigkeit bereit wäre, eine Ablösesumme über den Warenwert hinaus zu bezahlen. Was der Birkenhof muss da verschwinden. Was? Ja, ich möchte da ein Hotel herbauen. Schönes, großes Hotel mit Ja. circa 50 Betten, mit allem Komfort. Ich weiß, was in den 50 Betten vorkommt, das braucht man nicht sagen. Ja, selbstverständlich mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen Ja. zur Freizeitsgestaltung und Okay. so weiter. Ja. Namen hätte ich auch schon dafür. Na, herauf. Ja, Bergparadies. Bergparadies, toll. Gell? Muss ich sagen, ja. Der Fremdenverkehr verlangt halt sowas. Ja, halt Und verlangt. schließlich werden wir doch allesamt daran verdienen. Allesamt, ja, ich weiß schon, wer daran verdient. Ja, ja. Wenn ich bloß denke, diese wunderschöne Aussicht, Aussicht haben wir schöne. diese sanften Hügel, Aber sehr oft, wenn wir Besuch haben.
diese steil aufragenden Berge, Ja. wenn sich da nicht einer wie im Paradies vorkommt, ist er doch selber schuld. Naja, natürlich das schon, aber ob halt die Uschi mit deinem Vorschlag einverstanden ist, Ja, ne? dann muss ich halt ein bisschen nachhelfen. Ja. Der ganze Gemeinderat steht hinter mir. So. Ich bin der Mann, der den Fortschritt bringt in dieses verschlafene Nest. Hast du jetzt Fortschritt gesagt? Ja. Erlaubst schon, dass ich dran zweifle. Ja, weil du den Ruf der Zeit nicht hörst. Ja, in der letzten Zeit her ein bisschen schlecht, ja. Ja, ja. Im Gemeinderat haben wir auch ein paar so Dagegenredner. Ja. Aber Was? dem Fremdenverkehr eine Gasse, das ist mein Motto. Und bloß so ein Hinterwäldler kann da nur dagegen sein. Ja, ich bin zwar ein Hinterwäldler, aber ich habe das Gefühl, mit der Ruhe und dem Frieden ist vorbei. Die vielen Autos, die Touristen. Wenn manche sagen, wären wir lieber daheim geblieben, da wäre es ruhiger gewesen. Babbala. Was? Wirst mir's doch jetzt bei der Uschi nicht nur ausreden? Nein, das nicht, aber wenn Sie mich nach der Meinung fragt, Ja, da muss ich eben sorgen, dass sie meinen Vorschlag etwas geneigter ist. insofern. Du, wie wäre es, wenn ich euch jetzt für die Erntezeit einen Knecht zur Verfügung stellen darf? Knecht? Na, völlig kostenlos. Und kostenlos? Ja, halt gerade halt zum Essen. Schlafen tut er dann Abend wieder bei mir. Ach so, bei euch schlaft und bei uns frisst er. Ja? Ja, das wäre doch eine noble Geste von mir. Da oder? wird sie sich freuen, die Uschi, ne? Ja. Du, es wäre mir auch recht, weißt, wenn so edle Taten von mir im Dorf ein bisschen bekannt werden kann. Ja. Ja, was das? Gibt immer nur Leute, die haben nicht die beste Meinung Na, von vielleicht mir. noch dazu, wo jetzt die Bürgermeisterwahlen vor der Tür stehen. ne? Ja. Na ja, natürlich. Ja, und du als Bürgermeister kandidierst, ne? Und gewinne. Aha, das meinst du? Ja, aber Nein, gewiss. da ist... Ja, der Gockelbär. Ja, du bist es. Ha? Ja, freilich, oder hast du gemeint, mein Geist? Hä? Nein, Geister sind nicht so wampert wie du. Okay, tu dich ein bisschen halten. Überleg dir gut, mit wem du redst, gell? Ja, das darf ich dir auch vorschlagen, denn der Kogelberger baut hier ein großes Hotel rauf. Kann es sein, dass er dich als Küchendragoner brauchen kann, ne? Ja, nur die Salzfasseln, die musst du verstecken. Weil das Personal würde ich wohl aus der näheren Umgebung rekrutieren müssen. Ja. Ja, das ist ja ganz gut. Dann melde ich mich ab sofort zu der Rekrutisierung bereit. Du meldest dich ab in die Küche, aber schnell, was Nein, passiert? geh, Aha. sonst nehme ich vier. Leute! Ja, Also, Prost. Prost, für mich spinnt Nicht nur für dich, für mich auch. Ja. Prost. du. Magst du noch seinen? Ja, gern. Na gut. Du, meinst du, dass die Uschi heute noch kommt? Na ja, wenn sie nicht kommt oder später kommt, werde ich ja von deinen Plänen berichten, ne? Du, das tust du und dein Schaden soll es nicht sein. Nein. Wenn mein Plan gut ausgeht, du, dann mach ich dich zum Portier am Bergparadies. Oh, also ein Portier von einem Bergparadies wollte ich schon lange mal werden. Gell, du, das war doch ein Angebot, hä? Ja, sowas darf ich gerne mal machen mit so einem Portier, der wo da vor einem Bergparadies steht. Ja, du, pass auf. Ich muss wieder gehen, ich verratsch mich da mit dir. Ich soll dir schon lange beim Kräftenbauen drüben sein. Weißt du, das mit seinem Hof ein bisschen ins Rutschen kommen? So. Ja, da muss ich ein bisschen helfen. Ja, nachhelfen, habe ich das Gefühl. Ja, du, pass auf. Auf dem Rückweg schau ich dann wieder bei euch vorbei. Gell? Ja, nochmal. Ja, dann bring ich euch einen Sepp. Ach so. Den Knecht, wo ich euch Ah versprochen ja, habe. der wo bei uns frisst und bei dir schlaft. Genauso. Aha, gut. Du, ich kann ja gleich schauen, ob ich irgendwo schon so eine Portieskappe finde für Ein dich. Kapperl für mich. Ja, was hast du denn für Kopfkreis? Kopfgröße 60, ich hab sehr viel Hirn, gell? Weil ich da später der Wissenschaftler machen möchte. Ja? Ja. Weiß ich nicht, ob du der Wissenschaftler frei machst mit deinem Hirn. Ja, Fertig, Vincent. Ja, fertig aus, Gockelberger. Gockelberger, so gescheit wie du heute bist, das war ich schon, da war ich noch vollkommen verblödet. Herrenschargot. So, jetzt gehe ich hinten aus, weil immer vorne aus bin, immer gehe ich um jemand daher. Dabei kommt die Urschussplakat hinten unten dran. Das geht natürlich nicht. so, da. Oh. Jetzt sind wir
endlich da. Also vielen Dank, dass Sie mich mit dem Auto mitgenommen haben. Ja, nichts zu danken. Ich meine, wenn Sie jemandem danken wollen, dann meiner Cousine, ihrer Freundin aus der Haushaltsschule. Die hat mich schließlich zu ihrem Chauffeur gemacht. Trotzdem, Dankeschön für die Mühe, die Sie mit mir gehabt haben. Ja, Mühe war das keine. Im Gegenteil. Es war eher ein Vergnügen für mich, mit Ihnen durch die schöne Landschaft zu fahren. Ja, ich weiß nicht, kann ich Ihnen irgendwas zu trinken anbieten? Nein, danke, ich muss ja wieder weiter. Ja. Aber ich werde Sie vermissen. So? Warum das? Ja, ich meine, wo krieg ich jetzt auf die Schnelle so eine nette, erfahrene Reisebegleiterin her, die mir alles erklärt, so die Berge, Sehenswürdigkeiten, Ortschaften und so weiter? Ja, das war aber wirklich eine herrliche Fahrt durch die Landschaft. Sagen Sie mal, wo wollen denn Sie eigentlich hin? Ach, jetzt bleiben Sie halt noch einen Moment da. Hm? Bitte, Also gut. nehmen Sie doch Platz. Hier? Ja, bitte. Danke. Machen Sie Urlaub. Ja, aber nur kurz, sozusagen einen Urlaub zum Büffeln, Oh. also zum Lernen, ja. Wissen Sie, ich stehe kurz vor meinen Abschlussprüfungen und da suche ich jetzt einen ruhigen Platz, wo ich ungestört lernen kann. Ah ja, verstehe schon. Ja, und gleichzeitig bin ich auch noch auf der Flucht. Was, vor der Polizei? Na, so schlimm ist nicht. Nur vor einem weiblichen Wesen. Sie heißt mit Künstlernamen Ilonka und ist in München in der Gloria Bar Bauchtänzerin. Da haben Sie eine Bauchtänzerin zur Braut, das ist aber originell. Ah ja, Bauch müsste man haben. Nein, so ist es nicht. Also, nein. Ich hab nur mal mit meinen Freunden und Studienkollegen meinen Geburtstag in dieser Bar gefeiert. Ach so. Ja, dabei haben wir ein bisschen sehr viel Sekt getrunken und da hat sie ausgerechnet mich aufs Korn genommen. Dass ich dabei aber gesagt haben soll, dass ich ihr Freund sein will, da kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Naja, Freund, das ging ja noch, oder? Naja, sie ist ja ein ganz nettes Mädel, aber ich brauche meine Ruhe zum Lernen. Ja, vielleicht ist sie recht einsam. Ja, das kann schon sein. Aber ich habe absolut keine Zeit und auch keine Lust für sie, den Seelentröster zu spielen. Außerdem geht's mir mit ihrer Anhänglichkeit ganz schön auf die Nerven. Ja, aber das ist ja mein Problem und nicht ihrs. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich da mithelfen, das Problem zu lösen. Wir haben nämlich da am Hof so einen netten kleinen Anbau. Das ist recht ruhig und das wäre zum Lernen ideal. Also wenn Sie Lust haben, dann können Sie es gern einziehen. Wirklich? Ja, natürlich. Schließlich habe ich den Hof ja von meiner Mama geerbt. Dann werde ich doch wohl noch das Recht haben, einen lieben Gast zu beherbergen, oder? Ja, das ist ja ein Riesenglücksfall. Aber bitte, ich werde selbstverständlich Miete dafür zahlen. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie zahlen keine Mark. So viel kann ich leider nicht zahlen. Wissen Sie was, das nehmen Sie einfach als meinen Beitrag für die Agrarwissenschaft. Ja, Sie dürfen halt nicht erschrecken, wenn in der Früh mal eine Kuh durchs Fenster schaut. Das macht nichts, wenn es gleich eine frische Milch dabei hat. Fräulein Uschi, ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Sagen Sie mal, ist es eigentlich hier bei Ihnen in der Gegend üblich, dass die Leute du zueinander sagen? Ja, das ist bei uns schon so der Brauch. Ja, und wie geht es? Ja, ja, das ist ganz einfach. Da gibt man sich die Hand und dann sagt man du zueinander. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, gern. Ich mein, weil es der Brauch ist. Freilich, weil es der Brauch ist. Ja, also dann, Servus Peter. Servus Uschi. War das alles? Ja, Ja, dann werde ich jetzt mal meine Koffer holen. ja, und ich sag dann der Afra Bescheid, dass sie das Zimmer herrichtet. Dann steht dem Einzug im Birkenhof nichts mehr im Weg. Schön. Sag einmal, Uschi, denken sich eigentlich zwei Menschen was dabei, die du zueinander sagen? Also sowas Neugieriges. Also ich für meinen Teil nicht. Nicht? Schade. Ich für meinen Teil schon. Sogar sehr viel. Also dann bis später. Schau ihn an, diesen Allerweltsliebling. Der wird mich doch nicht als Ersatz für seine Bauchtänzerin auserkoren haben. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall schön wieder daheim sein. Ja, Uschi, du bist schon da. Vincent, Ja, grüß dich, Gott. Vincent, komm her, du musst dich sofort zu mir hersetzen, mir alles erzählen, was am Hof so läuft. Was am Hof läuft? Ja? Wasser, der Wasserhahn und So. sehr viel Arbeit und wenig Leute Ach, haben das wir. macht überhaupt nichts. Jetzt bin ja Macht ich auch da zur Arbeitsbewältigung. Das war dann der Kockelberger, mit dem du verwandt bist, das weißt du, der war auch schon da. Der wollte den Hof abluchsen, ne? Der möchte ein
ein Hotel darauf bauen, Bergparadies, so, das ähnlich soll es heißen. Ne? Ja, spinnt denn der? Ja, so wird's. Ausgerechnet bei uns? Ja. Der soll sich doch einen anderen Platz suchen. Naja, aber mit dem Mann ist nicht zu spaßen, der hat sehr viel Einfluss bei der Gemeinde. Es kann sein, dass sein Plan verwirklicht wird, gell? Oh ja, das ist aber gar nicht erfreulich. Und ein schlauer Fuchs, ein Knecht will er uns umsonst zur Verfügung stellen. Bei ihm schlaft er, bei uns frisst er, der Knecht. Da, schau her. Das macht er bloß, damit er dir deinen Hof abluchsen kann. Hä? Das kommt überhaupt nicht in Frage. ja. Den Hof gebe ich auf keinen Fall her. Ich meine, da darf sich meine Mama doch im Grab umdrehen. Ja, hoffentlich dreht sie dir auf die richtige Seite. Ne? Gell, Vinzenz, hast Was? du nicht irgendeine Idee, was wir machen? Ach, mir wird schon was einfallen. Ich werde mir hier einen Kasten schon anstrengen, da brauchst du gar Angst haben. Sei so gut, gell? Ja. Ach ja, du, was ich dir noch sagen wollte, ich habe einen jungen Mann mitgebracht. Bloß einen? Der junge Mann, das ist ein Cousin von meiner Freundin in München bei Schön, dir. ja. Ja, der studiert Agrarwissenschaft und der hat ein ruhiges Platz zum Lernen gesucht. Und Der- habe ihm angeboten, dass er bei uns bleibt. Na brav, dann kann er nebenbei ein bisschen arbeiten bei uns, ne? Na, das kommt gar nicht in Frage. Warum denn nicht? Na, der muss doch lernen. Lernen, deswegen kann er auch arbeiten, ne? Nein. Du, ich sag jetzt der Afra Bescheid, dass sie das Zimmer herrichtet, gell? Ja, gut. Ich hab zwar nichts gelernt, aber auch arbeiten müssen, ne? Ja, gleich. Also, und ich werde mich dabei mal gleich als Türsteher. Das ist ja meine Zukunft, ne? Meine Herrschaften, Trinkgeld nur in großen Scheinen, bitte. So, das wäre erledigt. Ah, eine herrliche Gegend ist es. Ja, Und so eine nette Betreuung. Nein, das ist nichts für mich. Oh, mein Lehrbuch ist auch schon da. Grüß Gott, sagen Sie nichts weiter, ich sage Ihnen sofort, wer Sie sind. Ja, ein Depp, das hat sich schon rumgesprochen, glaube ich, gell? Nein, Sie sind unverkennbar der Vinzenz, Ja. der Spiritus Rector vom Hof. Nein, Spiritus habe ich noch keinen geschaffen, um Gottes Willen. Ne? Wein, Bier, Schnaps, Wasser nur im schlimmsten Falle. Die Uschi hat mir auf der Herfahrt schon vieles von Ihnen erzählt. Schön. Übrigens, ich bin der Peter Frei. Bin schon frei. Ich möchte unter Ihrer Anleitung ein bisschen Praxis schnuppern, was die Landwirtschaft anbelangt. Ja, vereinbart sich das mit Ihrem Lernen? Hm? Ach ja, das geht schon so nebenbei in der Nacht. In der Nacht? In der Nacht, wie ich so alt war wie Sie, da bin ich in der Nacht mit der Leiter unterwegs gewesen. Ne? Ja, wieso hat's da immer brennt? Brennt, ja, ehrlich. Hauptsächlich in die Mädchenkammer hat's brennt, da waren wir Burschen als Löschzug unterwegs. Ja, Sie müssen ein ganz schöner Hallodri gewesen sein. ja, ich hab's bis zum Löschmeister gebracht. Ja. Nur die Schrotkugeln, die uns die Bauern eben in den Hintern geschossen haben, die waren sehr unangenehm. Ja. Au, wie Zwick. Ja. Naja, die schöne Jugendzeit ist vorbei. Jetzt gehe ich jetzt einmal mit, dann zeige ich Ihnen mal die Geräte, die man zur Landwirtschaft braucht. Gell? Vinzenz, noch eine Frage. Ja? Diese Schrotkugeln, die müssen ganz schön schmerzhaft gewesen sein. Und ob, mein Lieber, ich habe manche Nacht auf dem Bauch schlafen müssen. Jetzt gehe ich mal weiter. Das Dreck. Jetzt schau dich um. Das ist der Birkenhof. Sehr schöner Hof. Aber sehr wenig Birken sind da herin. Das ist jetzt auf alle Fälle der Platz, wo ich dich leihweise zur Arbeit abliefere. Abliefere? Ich bin doch keine Kuh. Nein, aber ein Ochs. Ich hoffe ja bloß, dass du alles gemerkt hast, was ich dir beim Raufgehen eingetrichtert habe. Aber genau. Ich bin ja nicht blöd. Bist du da sicher? Freilich, nur einmal war ich blöd, das war, wie ich bei dir als Knecht angefangen hab. Ja, weil dir bei mir schon was abgeht, gell? Überhaupt bin ich gar nicht mehr recht zufrieden mit dir. Na, deine Leistungen lassen sehr zu wünschen übrig. Bist ein bisschen langsam geworden, ein bisschen steif, ein bisschen ungelenkig. Ja, weil bei dir als Knecht angefangen und nicht als Ballettmeister. Ne? Bist doch ein Depp. Sepp heißt ich. Ja. Sepp. Und steh gefälligst auf, wenn ich mit dir red. Du sitzt ja So, ja. Ach, Schmarrn, du sollst auch. Aufstehen. Ja, Morgen früh. jetzt gleich. So, ja, steh wieder auf. Ist ja nur, weil ich so mir bin, weil der Weg darauf, der zieht Ja, sich ja, da ja, wenn du ja, da ja. drunten Ist bist, schon da gut, rauf, ist schon geht man gut, natürlich ist schon nur, gut, wenn ist schon gut. du da hingesetzt.
Ich hoffe ja bloß, dass der Hirn nicht auch eingeschlafen ist. Also, warum bist du da? Weißt du, wie du da hergebracht hast? Pass auf. Du bist da leihweise zur Arbeit. Und der Vinzenz, das ist der Wirtschafter da am Hof, der wird dir die nötige Arbeit zuweisen. So gutmütig ist der. Vielen Dank, lieber Vinzenz. Bin doch nicht der Vinzenz, bin doch der Gockelberger. Ah, du bist es. Weil mit dir mache ich was mit. Das. Und außerdem bist du da am Hof, damit du der Uschi, das ist die Bayerin da am Hof, du, die musst du so richtig umgarnen. Mit was für einem Garn? Doch nicht mit einem Garn, sondern mit deinem Charme. Wo habe ich denn den? Ja, das frage ich mich auch, ja. Gell, du weißt das auch nicht. Ich zweifle überhaupt sehr stark daran, ob du für diese Aufgabe überhaupt geeignet bist. Ja, ich auch. Ja. Pass auf, du musst der Uschi so richtig um den Bart gehen. Hat die einen Bart? Dann soll sie sich rasieren, das Ferkel. Herrschaft, jetzt gib doch nicht immer so saublöde Antworten. Wer hat noch angefangen mit dem Blödsinn? Pass auf, du musst die Uschi so richtig einwickeln. In ein Packpapier. Du, jetzt reißt mir dann der Geduldsfaden, gell? Und dann brauchst du auch ein Garn. Ja, sag einmal, du Rimpfich, verstehst mich denn du nicht? Doch, du schreist erlaubt nur. Pass auf. Du musst der Uschi bei jeder Gelegenheit sagen... Mach ich. Du weißt ja noch gar nicht was. Ach so, ja. Aber was muss ich denn sagen? Pass auf. Du musst dir bei jeder Gelegenheit sagen, was ich für ein edler Mensch bin. Ja, und dass mir nur das Wohl und Weh der anderen Mitmenschen im Kopf steht. Und dass sie nichts Besseres machen können, als mir ihren Hof geben. Lügen soll ich, gell? Da wird der Pfarrer schauen, wenn ich zum Beichten komme. Das ist doch nur eine Notlüge und die ist mehr als wie gerechtfertigt, dient ja schließlich der allgemeinen Wohlfahrt. Du bist ein richtiger Wohlfahrtsamttäter. Ja. Und wenn mein Plan gut ausgeht, kannst du deine Hand auch aufhalten. So lang, bis ich einen Krampf hab. Du bist ein wahrer Menschenfreund. Ja. Ja, bei dir schon eher Tierfreund. Ja. So, ich werde mir jetzt den Hof etwas genauer anschauen. Ja, genau. Nicht, dass ich die Ablösesumme zu hoch ansetze, gell? Soll ich mitgehen? Na, du bleibst da und stellst dich vor, gell? Ich bin der Sepp. Ja. Schmarrn. Du bitte. Und red mir nicht wieder so viel Blödsinn daher, gell? Und denk daran, immer höflich und zuvorkommend sein. Immer. Verstanden? Sowieso. Sehr gut. Du, pass auf. Ja. Schmier der Uschi so richtig Honig ums Maul, gell? Mach das, Ja, du schmier. Was für ein Honig? Ein Waldhonig oder ein Bienenhonig? Hallo? Weg ist er. Wo nimmt jetzt hier einen Honig her, gell? Und selbst wenn er einen Honig hätte, ist noch lange nicht gesagt, dass die sich das gefallen lassen, gell? Ja, So, jetzt muss ich das Zimmer für den Studiosus herrichten. Also arg studiert schaut der nicht aus. Grüß Gott. Gott. Bist du der Studierte? Nein, noch nicht. Aber fesche Ausgabe von einer Bayerin. Dass kein falscher Irrtum aufkommt, ich bin der Sepp, der Knecht vom Gockelberger und ihr habt mich da hergebracht, dass ich euch die Landwirtschaft beibringe. Du? Ja. Ich mein, du machst das Kraut auch nicht mehr fett. So wie du ausschaust. Warum, wie schaue ich denn aus? Ich schau doch gut aus der Wäsche, oder? Du hast aber ein sehr melodisches Lachen. Das ist auch mein ganzer Stolz. Also das tut gerade so, als wenn man einen Milchkiebe Kellertreppen runterschmeißt. Ich hab schon noch mehr so Milchkühen. Was? Ich hab schon noch mehr so Spezialitäten an mir. Aha.
Wo hast denn die? Innerlich. Innerlich. Ja, dann wird's aber Zeit, dass du dich wenden lässt. So richtig schauen wirst erst, wenn ich dich mit Honig bearbeite. Mit Honig? Ja. Der hat gleich gespannt, dass ich eine Biene bin. Und was deinen Bart anbelangt, mit dem wären wir schon fertig. Mein Bart? Ich glaub, der spinnt ein bisschen. Aber narrische soll mir ja nicht dagegen reden, gell? Du magst ja richtig nette Komplimente. Da kann man direkt schwach werden, gell? Na, gefällt dir also. Ja, man muss Gott für alles danken. Und bevor ich gar keinen krieg, pack ich doch jetzt den zusammen. Du darfst mir schon gefallen, bei dir kann der ja direkt wild werden. Nicht so schnell, ich bin noch jungfräulich veranlagt. Ja? Dann bist du mir einen Schritt voraus. Was hat jetzt mir der Vinzenz angeschaut? Ach, natürlich, das Bett muss ich herrichten. Komm gleich wieder, gell? Ja, Sagret, die hat aber ein Tempo drauf. Oh, Seppi, da heißt's aufpassen, sonst bist du dein Junggesellentum los. Das wäre erledigt, das hätte ich... Jetzt steht der immer noch da. Na, zuerst bin ich da drüben gestanden. Ich hab doch zu dir gesagt, du sollst dich vorstellen. Das hab ich doch schon gemacht, weißt du das nimmer? Sepp heiß ich. Doch nicht bei mir, bei der Bayerin. Ach so, das ist erledigt. Erledigt, wir sind uns schon innerlich und kontaktmäßig vereint. Der ist schon richtig wild nach mir. Was wild nach dir? Freilich, die riecht schon das Bett her für uns zwei. So, jetzt gehen wir rein, Herr Liebler. So, jetzt. Also. So, jetzt weißt du mal, was als Landwirt alles auf dich zukommt, ne? Ich glaube, bei der Landwirtschaft ist das Lernen doch einfacher wie das Arbeiten. Hast das Kreuz ein bisschen auskegelt, ha? Ja, das wird schon wieder werden. Ja, bis geheiratet hast, ist alles vorbei. Nur die eheliche Last wird auf deinen Schultern ruhen. Ja. Hör mal bloß auf, von solchen Sachen zu reden. Ja, aber Da möchte ich gar nichts hören. Wegen einer solchen Sache bist du auf der Flucht, gell? Ja, die Uschi hat mir schon einiges erzählt. Ja, das stimmt schon. So ein weiblicher Satansbraten ist hinter mir her. Ja. Als ob ich das einzige Mannsbild auf der Welt Von wegen, wäre. ich bin auch noch da, gell? Ja, du kannst sie gern haben, wenn du willst. Ich? Na, danke. Mein Betrieb ist bereits geschlossen. Entschuldige, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, eben, ja. Aber trotzdem kannst du mir erzählen, wie das zugegangen ist. Naja, da gibt's nicht viel zu mir erzählen. Sie heißt mit Künstlernamen Ilonka und ist in München in der Gloria Bar Bauchtänzerin. Was, eine Bauchtänzerin, die tanzt mit dem Bauch? Ich tanze aber mit den Füßen. Außerdem hat sie ein Wahnsinnstemperament und ist mit einem Syndrom belastet. Syndrom, ist das ein Ausschlag? Nein, Syndrom, das ist eine Eigenschaft. So? Ja, sie möchte unbedingt einen Freund haben und ist deswegen laufend auf der Suche nach einem solchen. Aha, na, so dick syndromisiert, ha? Was? So kann man sagen, ja. Aber ich habe überhaupt kein Interesse an ihr. Nein. Für mich ist die Sache ein für alle Mal erledigt. Da schau her. Na, ihr zwei? Ich hab euch schon das Küchenfenster kommen sehen. Ja, Seid mit der Hangwiesen fertig geworden? alles fertig. Jawohl, Uschi, wir sind fertig und zwei Mann melden sich von der Arbeit zurück. Einspruch. Ich würde eher sagen, ein Mann und ein halber waren im Einsatz. Er war mir eine ganz große Hilfe. Ja? Es gab keinen Fehler, den er nicht auslassen hat. Naja, das ist ja für den Anfang schon mal ganz gut. Ja? Ich glaube, der Anfang ist zugleich mein Ende. Ah wo, die Rückenschmerzen vergängen schon wieder. Das kommt nur, weil du die Arbeit nicht gewohnt bist. Zum Schlafen gehen richte ich dir eine Wärmflasche. Hm? Ja? Was? Gut, du kriegst eine Wärmflasche und ich krieg eine Schnapsflasche. Ja. Tut mir's daher, No,
mein lieber Studiengast. Hast dich schon ein bisschen eingewöhnt am Hof? Na, ich schon, aber mein Kreuz noch nicht. Oh. Ja, aber du mit dem Lernen, da komme ich ganz gut voran. Na, ich hab schon gesehen, dass bei dir mal bis spät in die Nacht Licht brennt. Du solltest aber ein bisschen mehr an deine Gesundheit denken. Das geht schon. Weißt, gleichzeitig ist ja die Arbeit am Hof auch ein Erfahrungswert für meinen späteren Beruf. Und morgen gehe ich mit ins Holz zur Waldarbeit. Oh! Vorausgesetzt, mein Kreuz macht mit. Ich glaube, das ist gescheit, ich komme mit als Krankenschwester inklusive Verbandskasten. Ja, das ist aber nett, wie du dich um mich sorgst. Warum denn? Ja, weil... Ja, das habe ich meiner Freundin in München ganz fest versprechen müssen, dass ich auf dich aufpasse. Ach so, ja. Ja, aber du hast doch in München noch gar nicht gewusst, dass ich da am Hof Also bleibe. jetzt bin ich dafür, dass wir das Thema wechseln, Herr Untersuchungsrichter. Also gut. Oh, wenn die Sache so ist, dann ist am gescheitsten, ich suche mir einen Ast und häng mich auf. Was? Ja, warum denn? Wegen meiner Antwort? Nein, nein, keine Angst. Das Aufhängen gilt einzig und allein zur Begradigung meiner Wirbelsäule. Es lebe die Theorie, denn die Praxis ist so grausam. Oh. So ein Kindskopf. Jetzt hätte ich mir bald selber verraten. Ja, Alter, wo ist denn mein Lehrbuch gekommen? Ach, der hat sich gerade aufgehängt. Was hat sie der? Ja, der hängt irgendwo an einem Ast. Oh Gott, das- Nein, bleib da. Der versucht nur, sein Kreuz wieder in die richtige Lage zu bringen. Ach so, oh Gott sei Dank bin ich Vincent, erleichtert. bitte setz dich mal her. Ja, ich muss was mit ist? dir was reden. Ja, was ist denn los? Du, sag einmal, hast du dir schon was einfallen lassen wegen der Gefahr, die dem Birkenhof droht? Ja, mein Hirnmotor setzt jetzt halt aus, der springt nicht an, obwohl ich dauernd ein bisschen mit Schnaps tanke, aber irgendwas stimmt nicht, ja. Vielleicht nicht ganz das geeignete Mittel. Hm? Vielleicht hast du recht. Auf jeden Fall pressiert jetzt. Wir hängen doch an unserem Hof. Ja, einer hängt schon, gell? Du, jetzt sag einmal, Vinzenz. Was? Wie soll ich mich dem Gockelberger überhaupt verhalten, wie mich der zum Verkauf Also, wenn drängt? du mir folgst, dann würde ich die Hinhaltetaktik anwenden, ne? Ja, das war schon gut, nur der hat mir durch den Sepp ausrichten lassen, dass er heute noch kommt und unbedingt heute mit mir reden will. Du sagst einfach, du musst dir die ganze Sache noch mal überlegen. Ja, sag aber nicht so oder so, weißt du, dann sagt der Kogelberger mal, du hast so oder so gesagt. Und wenn man so oder so sagt, dann ist es nicht, wenn man so oder so gesagt hat. Na, jetzt weiß ich Bescheid. Na, also kennst du dich aus, ne? Na, also. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dir für diesen Trost überhaupt danken soll, wie ich mich da revanchieren Indem, kann. dass du von mir einen guten Rat annimmst. So, was für ein Rat? Hör auf mit der blöden Schnapsflaschenversteckerei, ich finde sie doch immer wieder. Ja! Vinzenz, Ja. der Alkohol ist der Feind der Menschheit. Darum will ich ihn vernichten. Jawohl! Darum muss er immer sofort der Flaschen. Jetzt geh einmal rein da, du vermurkst das Ufermandel, gell? Und jetzt lass dabei von mir was gesagt sein. Bei uns am Hof, da wird gearbeitet. Und nicht aber so faul in der Gegend umeinander guckt. Du hockst ja. Na? Arbeit muss man sich einteilen, sonst bringt's einen um, Fidibum. Also da hab ich bei dir keine Angst. Du gehst der Arbeit im weiten Bogen aus dem Weg. Na, bei der Arbeit bist du kein Leichten. Leichten brauche ich nicht, ich bin ja keine Laterne. Laut Abmachung muss ich nur am Tag arbeiten und da ist sowieso hell. Mei, bist doch du ein Depp. Sepp heiß ich. Sowas wie die haben wir noch braucht. So eine vermurkste Leihgabe. Du, gell, beleidigen lassen brauche ich mich nicht, sonst gehe ich wieder zurück zu meinem Gockel. Was? Berger. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Gehst zurück zu deinem Guggelberger und sagst ihm, er soll uns einen anderen schicken. Einen, der nicht aber so miert ist als wie du. Apropos miert, miert bin ich. Warum glaubst denn du, dass ich jede Nacht mein Kammerfenstern auflasse, seitdem dass du auf dem Hof bist, hä? Damit endlich einmal frische Luft reinkommt. Ja, sag einmal, merkst denn du gar nix? Ja, dass bei euch recht langweilig ist. Ah, da ist bei uns am Gockelhof schon mehr los. Ja. Ja? Ja, verzeih, was ist denn da los? Also pass auf. Hallo. Da bin ich. Ah, ja. Also pass auf. In der Früh schreit der Gockelberger. Ja? Mittag schreit der Gockelberger. Ja? Auf die Nacht schreit der Gockelberger. Ja, ist das alles?
Ja, weil ihm keiner zuhört, ist so lustig, ja. Ja, und weißt du, was noch lustig ist? Was? Letztes Mal habe ich vom Kirchweihtag ein Juckpulver mit heimgebracht, gell? Und das Juckpulver habe ich dann unserer Stallmagd, der Kathi, habe ich dann ins Bett reingestreut, gell? Und am anderen Tag ist der Bauer nicht mehr mitgekommen, vor lauter Kratzen, ja. Also weißt du, bei euch am Hof, da geht's ja lustig zu. Ja, mir gefällt's. Ich hätte noch so einen Rest daheim von dem Juckpulver, den könnt ihr ja dann bei euch verwenden. Den streue ich dann bei dir ins Bett nicht, dann schauen wir mal, wer sich dann kratzt. Ja. Du geh, trau dich auch nicht, sonst fliegst du nämlich gleich. Das war mir sowieso lieber. Obwohl mich der Gogelberger recht zusammengeschimpft hat, weil ich dich für die Bayerin gehalten hab. So, Sämtliche Viecher der Welt, hat er gesagt, sind in mir vereint. Richtig stolz hat er mich gemacht. und da willst du wieder zurück zum Gockelberger Hof. Mei, bist doch du ein Depp. Sepp heiß ich. Sepp. Ja. Und dass du das weißt, erhitzen hast du auch keine. Warum? Weil bei euch das nötige Brennholz fehlt. Weißt was? Geh doch du wieder zurück zu deinem Gockelberger Hof, du Ochs, du Esel, du Aff. Ach, such das doch selber aus. Schade. Ein paar Viecher, wenn sie noch gewusst hätten, dann hätte ich gemerkt, dass sie mich gern haben. Aber vielleicht fallen da noch ein paar ein. Wo bist du denn? Hallo, sein da niemand? Was sein denn das für eine Platz hier? Hey, ich rufe ein Hallo. Wer bringt denn da wieder eine Kuh? Ja, Ich seien keine Kuh. nein, vielleicht ein Kälbchen, ha? Du staunen, alter Berggeist. Was? Oder seien du Rubezahl? Nein, ich bin keines von beiden, ich bin der Finzen. Du müsse nicht böse sein, aber ich nichts besser wisse. Ich sein von die Künstlername die Ilonka, aber meine richtige Name ist Südaratschke Galowitschka. Aha, das ist, wie heißt du? Südaratschke Galowitschka. Das ist ein bildschöner Name und so leicht zu merken, gell? Ich stamme halb von die Ungarn und die andere halbe von Austria. Ja. Ich sei schon etwas, wie sagt man, eine Gemischling. Und Peter, sein Reißaus ist da. Ja, und was steht zu Diensten, ha? Ja, ich suche hier in dieser Gegend einen Mann. Bitte, steht zur Verfügung. Doch nicht so eine alte Mann. Hallo, Ich suche einen jungen Mann. ein junger Mann. Ein junger Mann. Ein wackeliges Einer, sag ich dir. Ich suche meine Putzigam. Meine halb ungarische Seele brauchen einen Freund zum Anlehnen. Anlehnen, nimm einen Baum, da kannst du dich anlehnen. Oder eine Mauer. Du mach einen Scherz mit Ilonka. Ja, kein Scherz. In mir sein schlummern die große, weite Sehnsucht nach der Na, Pusta. hör doch auf. Die Buster. Soll ich den traurigen Sonntag singen, ha? Du nix verstehen, arme Ilonka. Ja, Ich sei sowieso schon traurig genug, Ja, weil das tut mir- gegangen ist meine Putzigam mir durch. furchtbar leid, aber was soll ich machen, ne? Du musst mir sagen! Hallo. Sei er da! Ah, sie schaut die Paprikaschoten noch, ha? Das Dinge noch. Was? Was ist, gell? Du wirst sofort sagen! Sei Hallo. er da, meine Freund! Also mal auf, du Gulaschsuppen, du Kleine. Ja, dein Freund ist schon da, aber mich lass in Ruhe. Juhu! Meine Freunde seien da! Ich habe herausgefunden, meine Putzigam! Woher weißt denn du das, dass der da ist? Oh, das war eine Freund, was sein von ihm. Und was kommen öfter in die Bar zu uns, haben mir gesagt, wo er wohnt. Ein schöner Freund ist das, wenn der alles sagt, ne? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, du müssen ihn herholen, aber sofort. Aber du nix sagen, wer sein da. Er soll sein überrascht. Der ist bestimmt überrascht, wenn er die sieht, ja. Ja, dann geh ich ihn holen, ne? Du müssen ihn suchen weit. Nein, ich hol nur vom Baum runter. Um Gottes Willen. Was?
Er wird doch nicht geworden sein, ein Aff, weil ist in die Baum. Noch nicht, aber wer dich sieht, wird er bestimmt auch auf. Also, ich bin gleich wieder da. Ich hol ihn jetzt her, den Freund. Ja, du müssen machen schnell, sonst brechen meine Arme Herz. Na, lass nichts brechen, ich hab keinen Klebstoff daheim, gell? Ich bin gleich wieder da, gell? Warte mal. Meine Putziger, er ist eine ganz schlimme Mann, aber eine ganz liebe. Oh, ich sei ja so in die Glück. Was sag einmal? Ilonka, wie kommst denn du da her? Ich habe dich herausgefunden. Ja, ist ja recht, aber wer hat denn dir gesagt, dass ich da bin? Ach, du nix lange fragen, du nur glücklich sein, weil mich wieder haben. Ja, ist ja gut, aber du, ich habe überhaupt keine Zeit für dich. Na, du, ich brauche meine Ruhe, ich muss lernen, ich muss ganz viel nachdenken. Über was du müssen denken nach? Komm, wir machen Sitzen. Ja, dann machen wir halt sitzen. Du, Ilonka, hör einmal. Wenn du es unbedingt wissen willst, unsere Freundschaft, die hat keinen Sinn. Na, jetzt nicht und später auch nicht. Ach, du nicht sagen so etwas. Ilonka brauchen doch für ihre Seele einen Freund, wo kann anlehnen. Ja, ich glaub das ja, aber du bist einfach viel zu romantisch. Das Leben, das ist nicht so einfach. Oh, eigentlich wollte ich dir ja alles schreiben. Jetzt, wo du da bist, kann ich es dir persönlich auch sagen. Du nix weiter sagen, ich schon wissen. Du mögen arme Ilonka nicht. Oh, ich sei ja so in die Unglück. Na, jetzt ist sie im Unglück. Hör einmal, Ilonka, ich bin nicht der Richtige für dich. Du brauchst für deine Zukunft einen ganz anderen Mann. Vielleicht du haben recht, aber ich sei darüber so traurig in meiner Seele. Ja, ich verstehe, dass du traurig bist, aber glaub mir's, es ist für uns beide das Beste, wenn wir uns trennen. Vielleicht ist das Beste. Ich will dir nix sein in die Wege. Du machen halt andere Wege zu deinem Glück. Ja, dann danke ich dir für dein Verständnis, Ilonka. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute, gell? Die bin ich los. Putziger! Ich nix verstehen, warum wir machen meine arme Seele kaputt. Station Wasserburg. Ja, was ist denn passiert? Das Haus wird einen ganzen Paprika raus. Ja, so, sag mal. Ja, Knoblauch ist auch dabei gewesen. So, also, warum blöckest du die Mädel? Was ist denn passiert? Erzähl. Der Peter will von mir, seiner Putzi, nichts mehr wissen. Na, hör auf. Er sagt, er ist nicht der richtige Mann für mich. Hm? Er müssen erst machen die Existenz. Na ja, da hat er ja recht. Er muss ja erst was lernen. Ne? Ich ja einsehen. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Freund mehr für meine Seele. Ja, du tust mir ja so furchtbar leid. Was soll ich für dich jetzt einen Freund hernehmen, ne? Ich kann dir auch nicht mehr aushelfen, bei mir ist alles geschlossen, gell? Sag mal. Haben du Schmerzen? Ich habe einen Freund für dich. Ich nix verstehe. Einen Mann, gut situiert, reich. Bei dem geht's dir gut, da geht dir nichts ab, weil bei dem... Das hören sich ja gar Er nicht hat nur schlecht seinen an. Schönheitsfehler, hat die ganze Gaudi. Er ist noch mit einem weiblichen Wesen verheiratet. Aha. Müssen das was machen? Na, wenn's platonisch bleibt, hat niemand was dagegen. Das meine ich auch. Ja. Und wie heißt denn meine neue Freund? Gockelberger. Der neue Bürgermeister von unserem Ort da. Oho, eine Bürgermeister. Ja. Oh, da werden meine Kolleginnen in die Bar vor lauter Neid verblassen, Ja. wenn ich habe solche Freunde. Genau, und der kommt heute sogar noch vorbei. Was für ein Zufall. Ne? Der ist laufend unterwegs, weil er immer Geschäfte macht. Darum hat er so viel Geld, der Kerl. Ne? Ja, aber das nehme ich ihm nicht für die übel. Ich werde ihm schon helfen, es wieder loszuwerden. Das glaube ich dir aufs Wort. Wir müssen ihn bloß noch scharf auf dich machen. Pass auf, dem erzählen wir einfach,
dass du Geld geerbt hast von einem Onkel und dass du dir ein Anwesen kaufen möchtest, ne? Ja, aber ich habe nicht die Geld. Aber er hat eins. Jetzt gehst du mit mir in die Gartenlaube, dann werde ich dir erzählen, wie wir den Base reinlegen können. Oh, ja. Ich bin schon ganz neugierig auf meine neue Freundin. Ja. Wie sieht er denn aus, dieser Gockel? Ein stolzer Gockel hat immer den Schnabel offen. Ilonka, Ja. wird schon schauen, was er macht. Keine Kikerikime. Jetzt geh weiter, kommt der noch nicht. Geh mal in die Garten. Mir jetzt wirklich, dass ich die vorher noch getroffen habe. Also, wie schaut's aus da? Wie läuft der Hase? Hasen haben wir da keinen. Nein, nur Ochsen, Kühe und Rindviecher und ich bin auch da. Ja, dann seid ihr komplett. Nein, Mann, wie schaut's bei der Bayerin aus? Hast du schon ordentlich präpariert? Warum ist die Reparatur bedürftig? Die nicht, aber ich glaub, der Hirn. Mein, ob du in meiner Sache schon ordentlich vorgefasst hast. Vorgefasst? Na, das trauen wir nicht. Na, die hat man vielleicht ohne Fingern auf. Na, da musst du selber vorfassen, da will ich nichts damit zu tun haben. Mein Gott, du bist doch ein Depp. Sepp, quasi. Was sagt sie denn, wenn du mit dir über den Verkauf vom Birkenhof sprichst? Ach so, diesmal, ach so. Ja, da verweist sie mich an den Vinzenz. Aha. Ja. Und was sagt der? Ich soll's Maul halten. Ach so. Ja, den wäre ich helfen. Den wäre ich sagen, wo der Bartel am Most hält. Ja, bringst mir auch einen Liter mit, gell? Bin im Stand und Degradieren von seinem Türsteherposten. Vielleicht könnte ich den Pfosten haben. Ich mache mich gut als Türsteherpfosten, wo ich doch gegen jegliche Bewegung bin. Fahr ab. Was ist denn jetzt noch? Kann ich ein Fahrgeld haben? Man, schau, dass du weiterkommst. Weiß mich halt nicht, ist die ekelhafte Küche. Wie man mit so wenig Hirn existieren kann, ist mir immer noch ein Rätsel. Ja, da schau her, mein zukünftiger Chef ist da. Grüß dich Gott, Grüß Kogelberger. dich, Vinzenz, du, das passt mir gut. Kann ich mit dir schnell ein kleines Vorgespräch machen, bevor ich dann mit der Uschi in ein ernsthaftes Verkaufsgespräch eintrete? Ach so? Du, die erforderlichen Papiere habe ich alle schon beim Notar. Ja? Wenn jetzt dann der Verkaufspreis eingetragen ist, brauchst bloß noch so ein kleines Formular unterschreiben. Da schau her, da können wir eine kleine Vorfeier machen. Ja, freilich. Wenn das alles so schnell geht, ha? Ja. Ach, da ein gutes Tröpferl. Das trinken wir jetzt miteinander. Ich wollte es eigentlich mit der Bäuerin trinken zur Begrüßung. Aber gut, dann bist du jetzt gekommen. Ist auch wurscht, ja. Da braucht es jetzt dann bloß noch unterschreiben Ja. und schon kann der Baumeister die Leute drauf schicken. Ist wahr? Ja? Da schau her. Also, na. Ja, Prost, Vinzenz, gell? Prost, Kogelberger. Nicht schlecht. Ja, schmeckt er dir? Weiß nicht, mir schmeckt er nicht, aber macht nichts. Ja, ja. Komm her, ich schenk dir ein bisschen nach, damit der Ja, Blinde nein. mitgeht, ne? Nicht mehr so viel, nicht mehr so viel. Nein, weißt, ich hab heute schon etliche hinter die Binde gekippt. Ja? Ja, mit einem alten Kriegskameraden. Du warst ja gar nicht im Krieg. Das nicht. Aber wir haben am gleichen Tag geheiratet. Ja, Ja, pass auf jetzt. Ja. Wieder zum Geschäftlichen. Was sagt die Uschi zu meinem Vorschlag? Sagt sie ja oder ja. ja? Du kennst doch die Weiber, die wollen sich noch ein bisschen überlegen und sie auch. Ja, sagt, Ne? was gibt's da zum Überlegen? Herrgott, sind da die Weiber wankelmütig. Da braucht man doch nichts mehr überlegen, wo man schon der Baumeister im Knack sitzt. Das war, Türen runter, der soll zu Fuß gehen. Hör auf mit deinem Blödsinn. Ja, ja. Hier geht's ja schließlich um eine Menge Geld, Ja, ja. aber das verstehst doch du. Wenn's mit der Usche nicht klappen sollte, hab ich für dich ein Geschäft auf der Seite. Was, du für mich? Ein Geschäft? Brauchst bloß noch zugreifen. Die Vorarbeit habe ich schon geleistet. Ja? Ja, also komm, lass die Katze raus aus dem Sack. Sehr richtig, diesmal handelt es sich um eine Katze. Ja? Ja, die ist bei uns auf dem Hof und sucht. Einen Kater. Ja, sowas ähnliches. So, so. Ja, die sucht ein Anwesen, die möchte ein Anwesen kaufen. ungefähr Was? in der Du wärst Größe. ja bei mir in der rechten Schmieden. Ja, die könntest du schmieden. Ja. Ja, und wo ist die Katze? Ich meine, die Interessentin jetzt? Auf dem Hof. Das ist eine Bauchtänzerin aus München, aus einer Bar.
Die hat von ihrem Onkel so viel Geld geerbt und jetzt sucht sie ein Anwesen, das ungefähr so ausschaut wie unser Hof, wie der Birkenhof. Ja? Sowas möchte sie gern kaufen. Ne? Sowas in der Größe, in der Preislage. Ja, was? Hab ich immer an der Hand. Hast du? Hab ich immer an der Hand. Fein. Na, her damit mit Gut. der Katze. Ich werde dir gleich dressiert vorführen. Warte ein bisschen. Söderle, die werde ich mir jetzt in die Pfanne hauen. Bruder, das gibt heute ein gutes Geschäft. So, jetzt da geht er so, da ist das kleine Gulasch, da schau her, da ist die Ilonka, ne? Das ist der Kockelberger und der Mann, von dem du alles bekommen kannst. Ne? Eine saubere Katze. Ja. So, Goggelberger. hat schon Im angebissen. ganzen Land bekannt als der Mann, dem man sein Vertrauen schenken kann. Oho, Sie sind aber eine galante Gockel. Berger. Goggelberger. In Immobilien und allen einschlägigen Geschäften tätig. Stehe Ihren Wünschen jederzeit zur Verfügung. Von der Außenseite Sie scheinen, sind die richtige Mann für mich. Ich möchte nicht fallen einem Mann in die Arme, was sei nix gut für Ilonka. Oh, ich wäre schon gut für Ilonka. Ja. Ich bin ja direkt ein Ehrenmann. Ja, das kannst du bezeugen. Ja, wer dir in die Hände fällt, der hat nichts zu lachen, das stimmt. Ja, Sie sind ja, wie man sagt, eine Kavalier. ja aber nur, wie man sagt. Ich bin doch immer bekannt dafür. Freilich, also dann wollen wir doch auf ein gutes Geschäft zusammen trinken, gell? Also dann. Aha, da hat er einen guten Zug beieinander. Da gehört er mal Ja, hallo. Lass aus, das ist mein Wein. Aber meine Liegenschaft. Ob du beim Liegen noch was schaffst, das glaube ich doch gar nicht einmal. Ich habe so viel Glück zu treffen, eine so nette Mann. Was will schaffen mir einen Besitz? Ja, der verschafft dir alles, sogar im Paradies mit Türsteher, wenn es sein muss, ja. Oh, ich hätte gerne so ein Paradies für meine eigene Vergnügen. Aber natürlich nur, wenn es dort gibt auch eine Adam. Ja, und Adam kann er auch beschaffen, und wenn er gar keinen aufreißt, dann macht er den Ersatz, Adam. Ja. Gell? Musst mir jetzt du laufend in mein Geschäft nicht quatschen? Laufen? Hast du nicht woanders was zum Tun? Ja, ja, ne? ich bin laufend unterwegs. Ja, Wiedersehen. Ja gut, ich wünsche ein recht gutes Geschäft. Ne? Jetzt hole ich seine alte. Also, dann machen Sie also diese Handel mit die Paradeiser. Mit wem? Paradeiser? Nein, das haben sie falsch verstanden. Ich hab bloß das gemeint, weil ich da herum ein Hotel baue und das heißt Bergparadies. Ja. Ich verstehe. Ja. Ja? Ich hätte gerne so eine Paradies. Natürlich in die Kleinformat. Haben Sie so etwas auf die Lager? Hab ich so etwas auf die Lager? Hab ich. Für Sie hab ich alles, ja. Aber nicht ganz billig. Ja? Billig nicht. Aber erstklassig, was die Luft und die Lage anbetrifft. Gut, das Gebäude müsste ein bisschen renoviert werden, aber... Oh la la. Ja, wie gesagt, halt der Preis, gell, der Preis. Ich mich nichts kümmern um die Preußen. Wenn es geht in Ordnung mit der Erbschaft. Ich müsse nicht schauen auf die Pfennig. Nee, das ist ja gleich noch viel besser. Prost. Und... Ja. Hoppala. Und wollen Sie dann dort alleine wohnen? Hm? Was bleiben mir denn anderes übrig? Wo ich doch so einsam bin in die Alleinigkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Bei so einem Ausschau. Sie, wenn Sie es erlauben, tun, täten, dann taten die des Öfteren vorbeischauen. Ich verstehe. Sie wollen sein die Adam in meinem Paradies, wo ich bin die Eva? Ja. Ich hol gleich ein paar Hippie. Ich sicher, wir zwei verstehen uns. Prost. Ich muss aufpassen mit die Wein. Wenn zu viel trinken, ich werde zu lustig. Macht nichts. Das Leben ist doch traurig genug.
Oh ja, du haben recht, gerade jetzt, wo ich haben keinen Freund mehr für meine Seele. Hast du keinen? Oh, du hast du schon. Oh Gott, das wäre doch nicht mehr als wie recht und billig, wenn ich mich jetzt ein bisschen um sie kümmere. Oh ja, Sie können machen meine Kümmerling. Ich mache eine Kümmerling hier. Auf meine Kümmerling. Großgehör. Ich hab gehört, Sie tanzen. Oh ja, das haben seine Richtigkeit. Ja? Was tanzen Sie denn da immer so einen richtigen Chartarsch? Oh nein, ich mache die Tanz mit dem Bauch. Mit dem Bauch? Kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Ich mag's immer mit den Füßen. Ich werde zeigen und meine Kümmerling kann sehen. Komm. Ja, komm. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Aber Gockelbergerin! Diese Frau, sie ist gekommen wie aus die Hölle. Ja, das stimmt schon, das ist ein teuflische Großmutter. Wirklich wahr? Mich hat beinahe der Schlag getroffen, wie ich meinen Alten da bauchtanzenderweise vorgefunden hab. Das war. Mir hat's direkt die Rede verschlagen. Ja, da merke ich aber nichts davon. Das sei doch du, Stadt. Also ich möchte wetten, dass du in dieser Sache auch nicht ganz hasenrein bist. Gockelbergerin, was kann ich dafür, wenn dein Mann die heimatlichen Weidegründe verlässt und geht woanders hin zum Grasen? Hä? So, Vinzenz, was sind denn das für Vergleiche? Na ja. Du siehst doch, wie die arme Tante Rosa unter ihrer Ehe leidet. Das war. Aber nicht mehr lange. Ja, Bis jetzt habe ich ein Auge zugedrückt, aber jetzt kracht's. ja. Tante Rosa. Ach, ist ja wahr. Mein Alten, wenn ich find, dann bin ich kurz drauf Witwe. Da schau her. So leicht willst du ihn davonkommen lassen, ha? Hör mal doch auf. Ein altes Sprichwort sagt schon, ein Fass geht zum Brunnen so lange, bis es halb voll ist. Ja. So hast du, oder? So ungefähr, ja. Sagt mal, wer ist denn dieses Weibsbild überhaupt? Das ist eine Bauchtänzerin aus der Gloria Bar in München. Ja. Eine Bauchtänzerin? Nein, nein, nein. 3 mal 9 ist 27. Also das ist ja furchtbar. Ja. Stellt euch vor, mein Alter findet an so einem Bauchtanz gefallen. Du, der ist ja imstande von mir so etwas auch zu verlangen. Also, ja, gut. Also Gockelbergerin, das glaube ich weniger. Vinzenz. Also, diese schamlose Weib, die gehört ja direkt bei der Sittenpolizei angezeigt. Warum denn? Wer ist denn die überhaupt hergekommen Ja, zu die uns? sucht ein Anwesen bei uns zu kaufen da draußen. Oh, so gut ist die gestellt. Ja, bei dem Beruf verdient halt gut, ne? Also jetzt ist aber wirklich Schluss mit der Ja, Debatte. gut, hör auf. Ja, also es ist gut. Ja. Aber dieser Sache werde ich nachgehen, gell? Ja. Sag mal, hast du deinen Mann noch gar nicht aufgeklärt über die ganze Sache? Ja, wegen was glaubst denn du, dass ich dauernd hinter ihm her bin? Ja. Aber wehe, wenn ich diesen Hallo-Trip find, aber dann kracht's. Au! Sag mal, bitte. Tante Rosa, bitte, lass dich jetzt zu nichts Kriminellen hinreißen. Nicht, dass da vor mir in der Zeitung drin stehst, Mörderin, ne? Ach komm, jetzt sei Staat. Auf alle Fälle, wenn ich meinen Alten nicht find, dann komme ich wieder vorbei bei euch, gell? Ja. Das machst du und nochmal Dankeschön, dass du so zu uns gehalten hast. Ach, das ist doch selbstverständlich, gell? So, und jetzt such ihn. Ja. Ich sag nur eins. Wehe! 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 Und ich sage nur eins, wehe, wenn Sie losgelassen werden. Das ist ja eine feine Rettungsaktion, die du für den Birkenhof zusammenbraut hast. Abwarten und Tee trinken.
Die Rettung des Birkenhof ist auf dem besten Wege dazu. Jetzt wird's aber schon langsam Zeit. Was? Weil durch deinen genialen Plan komme ich von einer Verlegenheit in die andere. Ein bisschen einen geistigen Nachschub bräuchte ich halt noch. Also gut. Als Erfolgsprämie könnte da die Schnapsflasche einmal ins Blickfeld rücken. Hä? Du bist eine wahre Samariterin, glaub mir das, ne? Darfst da bleiben. Vinzenz, Ja. stell dir vor, ich hab's geschafft. Ich hab sämtliche Prüfungen bestanden. Noch dazu mit Auszeichnung, was sagst du jetzt? Da bist du selber schuld, warum lernst du denn so viel, ne? Oh, du arme Landwirtschaft, was kommt da auf dich zu? Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, hallo Lehrbuhr, hinaus in den Stall unter den Stall misten. Jetzt muss ich sagen, Herr Agraringenieur, würden Sie den Stall entlüften? Du untersteh dich, gell? Du warst mir mit deinen Anweisungen schließlich eine große Hilfe. Ja. Vincent, was anderes. Ja. Auf der Heimfahrt habe ich eine Riesenidee gehabt. Ideen haben in diesem Haus nur einer und das bin ich, gell? Ja, ich weiß, aber darf ich dir jetzt meine Idee erklären oder nicht? Erklären kannst du alles. Also pass auf. Diese Idee, die der Gockelberger gehabt hat, hier ein Bergparadies aufzubauen, Ja. du, die ist nicht einmal so schlecht. Sag einmal, wie haben wir's denn? Seit wann fällst du mir denn in den Rücken? Nein, nein, lass mich ausreden. Wir verwirklichen diese Idee ganz einfach selber. Wie? Ja, in einem kleineren Rahmen. So eine Alpenpension tut's doch fürs Erste auch. Und dann hat der Birkenhof eine zweite Einnahmequelle. Das ist ja eine Riesenidee. Kunststück, du hast ja bei mir gelernt. Ganz klar. Aber der Gockelberger, der wird dann zum Krähen anfangen, ne? Der kann dann krähen, bis er heiser ist. Ja, aber nehmen wir das Geld her für die Pension. Na, da wird sich schon jemand finden. Meinst Ja, nämlich mein guter alter Onkel Karl. du? Ist wahr? Der hat nämlich zu mir gesagt, Peter, wenn du den Agraringenieur schaffst, Ja. dann kannst du mit jedem Anliegen zu mir kommen, ist von vornherein bewilligt. Das ist ja her. Nachdem der vor Geld stinkt, sehe ich da keine Schwierigkeiten. So ein stinkender Onkel bräuchte ich auch, das sag ich dir. Aha. Na, ist ja nicht, das mit Geld, das klappt dann schon, Na, ne? dann kommen wir jetzt zum Gockelberger. Ja, da haben wir die Ilonka noch da. Was, die Ilonka, ist die immer noch da? Na, die habe ich zum Brückenwirt runtergeschickt, weil die brauche ich jetzt. Jetzt geht's dem Ende zu, damit ich gegen den Gockelberger eine Waffe habe, ne? Also ich weiß nicht, das gefällt mir gar nicht. Aber mir gefällt's. Und wenn ich dich brauchen sollte als Zeuge, musst du mir alles nachsagen, was ich dir vorsag. Hast du mich kapiert? So langsam wär's mir unheimlich mit deinen Ideen und Absichten. Eben. Aber gut, wenn es um was Wichtiges geht, werde ich mal mitmachen müssen. In Ordnung? Und jetzt geh zur Uschi und erzähle ihr von meinem Prüfungserfolg. Ja, das machst du, freut sich. Ah, Vinzenz, Ja, ich hätte da noch eine Frage, die Ja? mich sehr stark interessiert. bitte Frage. Sag einmal, wenn da bei euch zwei Menschen du zueinander sagen, Ja. sagen wir mal eine Sie und ein Er, Aha. gibt's dann von der weiblichen Seite her nur die Hand als Besiegelung? Ja, wenn er ein Trottel ist, schon, ja. Verstehe ich schon. Aber wenn er ein bisschen ein Draufgänger ist, dann schaut meistens so ein Puzzle auch noch raus, ne? Dann war also in dem Fall ich der Trottel. Solche Trottel sterben nie aus, ja? Und? Peter, erzähl, wie ist das Ergebnis? Durchgefallen mit Bomben und Granaten. Lass dich nicht anlügen, der war in meiner Lehre, der hat alles bestanden. Stimmt schon, ich hab mit Auszeichnung bestanden. Gott sei Dank. Was ist denn hier? Kriege ich gleich überhaupt keinen Dank, hä? Ihr habt ja die Schnapsflasche schon gut sichtbar in der Küche Na, das hingestellt. ist das reinste Erntedankfest. Ja. Wenn man nur so verliebt in eine Schnapsflasche sein kann. Ja, jeder liebt halt was anderes, gell? Ja, da kann man ja direkt gratulieren, Herr Agraringenieur. Danke. Das müssen wir heute Abend unbedingt feiern, gell? Hey, hey. Ich hätte gar nicht gedacht, dass eine Betrügerin so nett sein kann. Was? Betrügerin? Wer bitte? Wo bitte? Steht genau vor mir. Du meinst doch nicht mich? Ja, nur dich. Es geht da um Sitten und Bräuche. Der Vinzenz hat mich aufgeklärt, du hast mir da was vorenthalten. Ich dir? Ja, du mir. Bei euch wird nämlich, wenn zwei du zueinander sagen, nicht nur die Hand hergeben, sondern auch gebusselt. Aber Peter. Was weißt du aber, Peter? Oder möchtest du, dass mich der Vinzenz für einen Trottel anschaut? Nein, ganz bestimmt nicht. Gerade jetzt, wo du durch deine Prüfungen bewiesen hast, dass du ja gar keiner bist. Eben. Ich verlange Wiedergutmachung und zwar sofort. Also gut,
Ich sehe meine Schuld ein und ich bereue zutiefst. Bin bereit? Wirklich? Ja. Dann bin ich jetzt der glücklichste Trottel auf der ganzen Welt. Natürlich, wenn's dir recht ist. Ja, weißt, Peter, ich mag dich schon recht lang gern. Da schau her. Warum habe ich denn das nicht gemerkt? Weißt, ich wollte dich halt nicht ablenken von deinen Prüfungen und so, aber jetzt? Was? Jetzt? Wie lange möchtest du noch warten? Keine Sekunde länger, Uschi. Mahlzeit. Ich wünsche wohl, gespeist zu haben. An dieser Situation bist nur du schuld. Du Wieso? musst ja unbedingt über unsere Bräuche aufklären. Ah, hat er nachkassiert, ha? Ganz genau. Ja. Und darum lege ich den Titel, den du mir vorher gegeben hast, wieder zurück in deine Hände. Ich habe bereits kassiert. Na, also, nein, Landwirtschaft muss er studieren, statt dass er studiert, wie man die Weiber losbringt, nicht wie man es einfängt. Ja. Vinzenz? Ja, Vinzenz? Stimmt es, dass du als Wirtschafter das Oberhaupt vom Hof bist? ja, in dem Fall stimmt es, ja. Gut, dann musst du jetzt sofort den Sepp dafür bestrafen. Wegen was soll ich ihn Du bestrafen? musst ihn bestrafen, weil er mich beleidigt hat. So? Was hat er denn zu dir gesagt? Ich wäre ein weibliches Trampeltier. Ja, woher weiß er denn das, ha? Was? Muss er doch irgendwo herrichten. So, Ja, und deshalb musst du ihn jetzt bestrafen. wann hat er das gesagt zu dir? Wann? Ja, das war vor ein paar Tagen. Warum kommst du noch erst heute zu mir? Weil ich heute im Fernsehen erst ein weibliches Trampeltier gesehen Ach habe. so. Na ja, gut, dann werde ich ihn bestrafen. Gut, soll ich dir einen reinholen, den Kannst du den Antiklaus? reinholen, den habe ich runtergeschickt zum Brückenwirt. Der holt mir die Bauchtänzerin. Ne? Sag einmal, bist du narrisch? Warum denn? Ja, du kannst doch den Sepp nicht zu diesem Weibsbild hinschicken. Warum nicht? Warum nicht? Da ist er doch für mich verloren. Meinst Den krieg ich nie mehr unbeschädigt zurück. Doch, erst neulich hat er gesagt, gell, dass ihm die so gut gefallen hat. Ist wahr? Was das für ein Rasseweib wäre. Ja, Ich hab gesagt, ja. Und da hat er erst sehen, was wir am Hof für einen Klump haben. Wir möchten wissen, wo der Base plötzlich seinen Geschmack her hat. Aber das sag ich dir. Was? Ich lass mir was einfallen. Also Vinzenz, pass auf, gell? Sie kommt. Du hast recht, sie hat ihn bereits infiziert. Ich hab dir's gesagt, dass er anfällig ist. Und jetzt meine ich, ist er für mich hinfällig. Ja, ich gehe jetzt auf alle Fälle mal runter ins Hof da und pass auf die Bauchtänzerin auf, wenn sie kommt. Moment einmal. Was? Soll das vielleicht heißen, dass du an diesem Kompott beteiligt Jawohl, bist? das bin ich so stark auch noch. Haha. Junges Blut und alter Wein, das schmeckt fein, du dummes Schwein. Ja, hat der Vinzenz schon recht, die hat eine Rasse wie ein Rennpferd. Bei der möchte ich gern die Schlange sein, mit der sie auftritt, dann könnte ich mich an sie hinschlangeln. Du, mir war's lieber, du darfst dich an die Arbeit hinschlängeln. Und wenn du dich unbedingt irgendwo hinschlängeln willst, dann schlängle dich an mich. Schließlich und endlich bist du für mich der letzte Hoffnungsschlängler. Jetzt geh weiter. Die Luft ist rein, jetzt komm nicht rein, Kogelberger. Ehrlich, Ja, du Vinzenz, du mein zukünftiger Angestellter, musst jetzt deinen Chef helfen. was ist das? Moment, ich muss schauen, ob die Luft drin Ja, ist. die Luft ist schon rein. Ja, nicht, dass mir heute unterwegs ist, mir das gelangen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vinzenz, Vinzenz, ich sag dir, weißt du, mein lieber Freund, ich sitzt ganz schön in der Tinte. Ja, das. Steh auf, du sitzt auf meinem Hut. Was? Der schaut eh nicht gut aus. Ja, das hast du gemeint. Oh, Vinzenz, ich Also, sag was dir, ist los? mein Haussegen hängt schief. Ja.
Was ist schief? Auf dem Kopf steht er. Wie wundert es überhaupt, dass du noch lebst nach diesem Tanz mit der Ilonka da? Ja, weil ich auf der Flucht war. So? Von meiner Alten und von diesen Bauchakrobatin da. Die hat sich jetzt beim Kirchenwirt eingemietet. Sag mal, du warst überhaupt noch nicht daheim? Ich bin doch nicht lebensmüde. Aber zu dieser Ilonka habe ich gesagt. Ja, Ja? sie muss unbedingt unser Dorf verlassen. Das war. Aber die mag nicht. Sie mag nicht? Nein. Warum nicht? Sie wäre da so glücklich. Na, hör auf. Ja. Und jetzt hätte sie extra noch ein paar Tage Urlaub genommen. Und ich bleibe ihr angestammter Freund und ihre Dinge lächzt nach mir. Was legst du nachher? Ihre Seele. Um Gottes Willen, na ja, was willst du machen, wenn sie nach der Seele legt? Die will halt angeben mit dir als Bürgermeister. Das nützt mir doch nichts. Ich kann das Weib jetzt nicht brauchen. Das heißt, brauchen kann das schon, aber meine Alte vertragt sich nicht mit ihr. Na ja, Und darum habe ich mir gedacht, wenn du vielleicht mit ihr reden ja, darfst. kann schon reden mit dir, aber das kostet dich allerhand, gell? Eine Tasche her. Ja. Noch keinem Finger gerührt, aber schon vor die Kosten drin. So Na mag ja, es. na ja. Gut, gehst halt dann zum Kirchenwirt runter und kaufst dir ein Maß oder von mir aus auch gleich eine Du halbe. hast wie ein Vogel, da musst du tiefer in die Brieftasche gelangen. Wo hast du das Nicht denn? in meine, in deine. Ja, na gut, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Als erstens bleibt einmal der Birkenhof so, wie er ist. Was? Bleib sitzen. Zweitens brauche ich eine anständige Entfernungsgebühr für die Ilonka, für die Bauchtänzerin. Ne? Ja. Und da musst du also schon hingelangen. Ne? Ja, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, aber Eben. wie möchtest du das Ich anstellen? werde deine Weste wieder weiß waschen, damit du wie ein Jüngling vor deiner Alten stehst, gell? Oh Gott. Du, Bürgermeister in Spee. Ah ja, du sagst. Oho! Aber Was sehen meine Augen? dein Zuckerpupperl ist da. Seien ja so entzückt. Ja, Ja, aber ich bin nicht mehr da. ja, das ist bereits im Jenseits vor lauter Angst. Also, ich muss jetzt leider dir etwas sagen, Ja, liebe. nicht leider, Gott sei Dank. Also, liebe Ilonka, den Umständen entsprechend kannst du nicht länger in unserem Dorf bleiben. Du musst also wieder zurück in deine Heimat fahren, gell? Oh nein! Was? Du müssen machen meine Kümmerling auch in die Zukunft. Ich müsse machen, nichts muss ich mehr. Du müssen machen. Herrgott, tu was. Ja, da wird sich unsere Gemeinde freuen, wenn sie einen Kümmerling als Bürgermeister kriegt. Dann schenk dir halt irgendwas, ein bisschen was für ein Haus. Für den Hals? Ja. Stück Seife. Du denkst, ein Stück Zeit. Ein Holzketten oder irgend sowas, ne? Mensch, der Tanz kommt mir ordentlich Ja, daher. also Herrschaft. klar, hey, schreiben wir mal einen schönen Checkerl raus, ne, Ja. damit sie was rührt. Von mir aus, Ja. So, also her damit, so, da, sag einmal, spinnst du 10 Mark, du hast wohl... 10 Mark, So sag nur. spinn doch nicht, da musst du noch 3 Nullen hinmachen, ne? Was? Ja, das schaut doch blöd aus, wenn ich jetzt da vorne 3-0 Ah, nicht vorne! Hinti! Hinten? Jawohl! Ja, dann wird's ja so teuer. Ah, ja, jetzt Ei, machen wir 3 Nullen, Gott, so, mein jetzt, Lieber. da geh her, da schau erst, geh auf die nächste Bank und hol dein Check ab. Boah, 10.000 Mark! Ja, dann der Liere lieber. Ach du, meine verlorene Freund. Du musst nicht sein in die Traurigkeit. Du machst mir große Freude. Ja, tu mir. Meine Kolleginnen in die Bar, sie werden vor lauter Neid verblassen, wenn ich zurückkomme mit schöner Halskette. Ich gebe dir eine dicke Kuss für die Dankeschön. Hab ich den schon wieder erwischt beim Ja, sag mal, Seitenspringen? Kogelbergerin, wo kommst denn du her so plötzlich? Wir haben viel früher auf dich gewartet, Ich ne? hab's überhaupt nicht erwartet. Das ist da- Die hat ja jetzt ein Glück gehabt, dass die gegangen ist. Ja, ja, natürlich. So, Ja, und nun zu dir. was denn? Mein Alter, da geh mal her, da. Jetzt tu was, du Feigling, komm Du da. sagst doch Feigling. Ist das deine Frau oder die meine, ha? Der hat das vergunnen. Also, pass noch mal auf, liebe Kogelbergerin, dein Mann ist vollkommen unschuldig. Und Ja. ich hör immer unschuldig. Ja. Seit wann denn? Schon immer, Weibelein. Der Teufel ist ein Weibelein. Ja, das weiß ich auch schon lang. Na, also. Und du hältst erst dein Maul, gell? Weil in Kürze existierst du sowieso nicht mehr. Ja, Kogelbergerin, also lass dir mal was sagen. Der Mann ist unschuldig
Und die Entlassungszeugen werde ich jetzt sofort aufmarschieren lassen. So. Ein bisschen Geduld. Du Kinder, Uschi, da kommt rein zu mir. Ihr müsst jetzt zeugen. Was? Bezeugen. Ja. Kleinen Moment. Was soll jetzt das schon wieder heißen? Das frage ich mich auch. So, Was ist denn los? da kommt ihr mal her. Was ist denn los? So. Ja, was los ist? Meinen Alten habe ich schon wieder erwischt. In Filigranti. Ja. Kogelbergerin, ich bin der Verteidiger dieser armen Kreatur da, gell? Also bitte. Also, dann red endlich einmal, Moment, gell? es geht los. Lieber Peter, liebe Uschi, ihr habt ihr beide die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, gell? Wer ist die Ilonka und warum ist die da, ne? Ja, die Ilonka, das ist eine Bekannte von mir. Ja. Aber ich habe ja schon erklärt, dass das nicht möglich ist. Das ist ein Entlastungsbeweis Nummer 1. Ja, Nummer 1. Ja. Sag mal, Uschi, Ja. stimmt das? Ja, der Peter, den ich euch als meinen zukünftigen Mann vorstellen möchte, Ja, der hat mir das schon lang vorher erzählt. da schon her, da schon her. Das ist das Entlastungsbeweis Nummer 2. Ja, Nummer 2. Ja. Aber wie kommt dann mein Alter zu dieser Das Bauchakrobatin? will ich dir ja gerade erklären. Das Leben war diesem Mädel nicht mehr lebenswert. Ohne Peter wollte sie eben nicht mehr leben und wollte sich in unserem Bergsee erhängen. Was? Ertränken natürlich, ne? Das Leben, sie war ohne Peter, war ihr das ganze Leben nichts mehr wert. Und da geht die Tür auf, wer kommt herein? Dein Mann, der Kogelberger. Ich habe ihm sofort die ganze Situation erzählt. Was macht er? An diesem Mann ist ein Seelsorger verloren gegangen. Okay. Er heiterte dieses Mädel wieder auf. Sie war wieder froh und glücklich. Sie lachte wieder. Sie fing an, ihm aus Dankbarkeit einen Freudentanz zu tanzen. Naja, und wenn sie nicht gestorben sind, tanzen sie erleben. Und so war es, ja. Das muss ein Bruder vom Grimm sein. Ja. Und dieser Freudentanz, den hat mein Alter wirklich Freude gemacht. Naja, darum heißt ja auch Freudentanz, ne? Na, sag einmal, Uschi, kann man das glauben? Uschi, mach keinen Quatsch. Ja, ich glaub schon. Ja, so, und jetzt, liebe Kogelbergerin, ist wieder alles in Ordnung, ne? Das meinst aber auch bloß du. Was denn? Na, ist ja gut. Einmal möchte ich noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Was ist her? Da, Alter, komm her. Aber auf der Stei. Was? Es hört sich doch alles auf. Jetzt wird's hinterher wie vorn. Warum? Du, da opfert man sich, Ja. dass so ein junges Menschenkind am Leben bleibt. Eben. Und was kriegt man dafür? kriegt man da- Vorwürfe. Vorwürfe, ne? Pfui. Ja, pfui. Okay, also über dieses Thema reden wir daheim weiter. Ja, und dir Ja. danke ich, dass du es nicht gescheut hast, Ja. die ganze Wahrheit ans Licht zu Das bringen. hat dich auch allerhand gekostet. Was kostet? An Überredungskunst natürlich. Ja. An ihm ist ein Menschenfreund verloren gegangen. Siehst du, bist der Erste, der das gemerkt hat. Ja, ja. Und du, Ja. du könntest stolz auf mich sein. So ist es. Jawohl. Richtig. Sag mal, was ist denn da los? Ist da eine Versammlung oder was? Du kommst mir gerade recht. Du packst deine Sachen zusammen, du fahrst wieder mit zu mir und arbeitest bei uns am Hof wieder. Und nicht? bei uns wird nichts mehr gegessen, ist das klar? Jetzt, wo ich mich schon so ans Nix da gewohnt habe. Aha, da ist er her. Das tust du bei mir auch mal. Was soll das bedeuten, ha? Ich bin eine orientalische Fatima. Dann will ich dein Alibaba sein. Ja,